Ja, da schauen's. Große Wäsch auf der Wiesen. Und der Pudelhund darf auch wieder sausen, wo es ihm für 16 Tage verboten war. Der Mensch freilich kommt am Ende des Festes ins Sinnieren übers Auf und Ab im Leben. So kann wer mag in der Wiesenauskehr durchaus echte Pietät erkennen, obwohl es so wild zugeht auf der Straße. Träume in Scherben. Ein paar Traumverlorene aber wissen sich zu behelfen, selbst wenn der Geist schon aus der Flasche ist. Die Theresienwiese ist ein guter Platz, um Erinnerungen zu sammeln. Schätze von Blei zum Beispiel findet einer dort, wo gestern noch Schießbuden standen und Büchsen krachten. Das edle Wild wiederum, sofern es im Dunst von Rauch und Bier überlebt hat, wechselt dankbar das Revier. Mit der Achterbahn, das ist uns nicht neu, haben's das meiste gfrett. Beim Herrichten nicht minder als beim Einreißen. Drunterhalb der Bahn und nebendran gibt's immer Leute, die von unserer viel gepriesenen Wohlstandswelle bestimmt noch nicht erfasst worden sind. Ja, die Zwergerl sind auch schon da. Jetzt erst, wo sie ihre Zehnerl in kein Karussell mehr tragen können. Eltern gibt's heutzutage. Wahrscheinlich sind's akkurat dieselben, die zuvor in den Tempeln des Bieres selig geschwelgt haben. Nun bedeckt ein Mantel der Stille das Laster. Mein Gott, red ich einen Schmarrn, das ist ja nimmer feierlich. Alsdann fahrt hin in Frieden, wir sehen uns wieder. Halt, ihr habt's was vergessen, die Sünde. Naja, die 3 Herren da sind wahrscheinlich dem Jugendschutz entwachsen. Und die anderen da lassen sich durch nix von der Arbeit ablenken. Hühn, für gut. Euch Wiesenschmankerl alle miteinander begleitet unsere heiße Sehnsucht. Wie soll man die bloß gut 11 Monate lang warm halten? Es müssen solche Ängste sein, die den Allerverzweifeltsten befehlen, in der Idylle auszuharren. Bis ihnen schließlich doch, hoppala, der Bohlenboden entzogen wird. Wieso Affen? Von Affen war nicht die Rede. Ach so, eine Anspielung. Grad noblig in der Tracht ist unser Südfrüchte-Dantler von der Schwanthaler Höhe herabgestiegen. Der Marsch muss sich in die Länge gezogen haben, weil die Ware gar so reif und billig geworden ist. Was für ein herrliches Fest das Oktoberfest doch ist. Auch wenn es dahin schwindet, wir wollen es nicht loslassen. Trotzdem, sagen wir doch ehrlich, eine ewige Wiesen darf es nicht geben. Wenn's anders wäre, müssten wir ja auf ein frohes Wiedersehen verzichten. Herrschaftszeiten, ein bisschen einen Abschiedsschmerz könnte der Lackel schon zeigen. Und fahren wir bloß die Bavaria nicht übern Haufen. Die braucht man fall wieder.